Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstern. An dieser Mission will ich auf ein Thema zurückkommen, den ich besonders bei eisen deutschen Opern ganz oben auf der Tagesordnung steht, wie der vielleicht gelesen hat, dann hören hat, konnte sich die deutsche CDU, CSU und SPD-Regierungskoalition nicht einigen, einen gesetzlichen Mindestlohn anzuführen. Sie konnten sich nicht mehr darauf verständigen, dass geltende Mesuren gegen Lohndumping, die es schon an der Baubranche gibt, auf andere Branchen ausgedehnt sollen gehen. Am Kader von diesem Debat hat Eurostat, das Statistische Amt von der Europäischen Union, am Anfang von dieser Woche eine interessante Statistik veröffentlicht, wo sie Mindestlohnbestimmungen von den 27 EU-Memberstaaten mit denen vergleicht. An 20 von den 27 EU-Memberstaaten gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Neben Deutschland haben Dänemark, Finnland, Italien, Österreich, Schweden und Zypern keinen gesetzlichen Mindestlohn. An den anderen EU-Ländern, wo es Mindestlohn gibt, muss ich aber feststellen, dass das von Land zu Land enorm variieren. Bei uns zu Lützeburg, wir ja schon lang Mindestlohn als gesetzlicher, als der Mindestlohn mit 1570 € pro Monat brutto den höchsten an der ganzen EU. Den niedrigsten Mindestlohn gibt es mit nimmen umgerechnet 92 € den Monat in Rumänien. Das ist 17 Mal mehr wie zu Lützeburg. Eurostat ist natürlich auch gegangen und hat die Langzahlen, die ich genannt habe, an den Kontext von der Kaufkraft von denen Lohnempfängern gesagt. Und noch da könnte Lützeburg aber am besten weg, aber jetzt sind Bulgaren, die sich mit ihrem Mindestlohn am meisten kaufen können. Das beweist all darum, dass es nach immer einen gewaltig großen Ekart zwischen den Memberstaaten aus Westeuropa und den neuen Memberstaaten aus Osteuropa auch auf dem Gebiet gibt. Eine andere interessante Statistik, die Eurostat uns mit auf den Weg gibt, das ist der Prozentsatz von den Leuten, die den Mindestlohn verdienen. So kann er nämlich feststellen, wie die Wirtschaft die Gesetzgebung umsetzt, wie nah oder wie weit Politik von den Realitäten Arbeitsmarkt weg ist. An den meisten neuen Memberstaaten, am Osteuropa also, touchieren über 10% von den Salarien den Mindestlohn. In Bulgarien sind es sogar 16%. Lo können die sagen, dass das Ökonomien nach am Anfang von einem Zyklus stehen, den es ihnen aber mittel- und langfristig wird erlauben, ihre Lebensstandard, nachdem sie den Kommunismus lassen sind, an die Lut zu schrauben. Was mich aber auch wundert, dann noch ein bisschen schockiert, dass der Prozentsatz von den Mindestlohnempfängern zu Lützeburg bei rund 11% liegt. Ich bin nämlich der Meinung, ein Mindestlohn soll eine Mindestgrenze sein, an echter Ausnahme, an eine Regel für über den Zehntel von allen Lohnempfängern. Die Statistik, die unterscheidet leider nicht zwischen Männern und Frauen. Mir das gewusst, dass es zu Lützeburg besonders Frauen sind, die mit Mindestlohn bezahlt gehen, weil natürlich Schiefleid am Vergleich zu anderen Ländern, als es ein zweischneidiges Schwert.
an anderen EU-Memberstaaten, wie zum Beispiel an Holland, an Großbritannien, da verdienen Männer wie 3% nimmen den Mindestlohn. Ich fand, wir müssten auch bei uns zu Lützeburg probieren, mehr Leute, aber sonst auch mehr Frauen, besser zu bezahlen am Platze, auf dem strikten Minimum, der für sie ein Maximum ist, vegetieren, zu lassen, oft ihr Leben lang. Wäre es nicht vielleicht besser, Salarien individuell für ihre gute Leistungen zu belohnen, am Platz kollektiv zu bestrafen, und sie auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu bezahlen. Auch wenn man sämtliche Gewerkschaften, wenn die Rose sind oder Meer und Bürger sprangen, will ich darauf hinweisen, dass ich aber Verständnis habe, natürlich für das Bedenken von den deutschen Membern von meiner politischen Familie. Ich bin so wie Sie auch gegen alle Formen von Dumping salarial, weil ich aber auch nicht will, dass eine Gesetzgebung dazu führt, dass einerseits Arbeitsplätze aufgebaut sind oder nicht entstehen, dass Endeffekt Arbeitnehmer sich nicht können aus dem Zyklus von einem Mindestlohn befreien, wie das bei uns leider für viel zu Leute Fall ist, wollte ich aber das mal sagen. Jeder muss für seine Pai leben können, aber kein darf aus seinen individuellen Erfahrungen gebremst und decouragiert gehen. Vielleicht wie eine Überlegung über das zweischneidige Schwert Mindestlohn auch zu Lützeburg mal wert gefordert zu gehen, das sicher eine gute Sozialprotektion für alle besonders viele bei uns auch am Vergleich zu anderen Ländern relativ hoch leid. Aber ich muss bedauern, dass besonders ganz viele Frauen, besonders auch Vendeusen, nach anderen Frauen, an so typische Frauenberufe, leider immer auf dem Mindestlohn sitzen bleiben. Dafür lassen wir mal drüber nachdenken, warten für Vorteile hat, und ob nicht auch nach Nachteile hat, so wie als Deutschschnuppern das fährten. Ich sage nicht merci für das Nachluistern und bis die andere Woche.